So, jetzt pass auf. Nehmen wir die Gitarre. Er glaubt Wollt ihr eine Nummer von Biff und den Biff-Tones hören? Wir spielen immer wieder gerne für unsere treuen Fans. Biff und die Biff-Tones. Moment, das ist jetzt Biff, der... Ah, okay, also ich glaube, das ist des Rätsels Lösung gewesen. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Ja, dann rock mal. Achtung, es wird laut. Es wurde laut. Hau rein, Biff. Hau rein, Biff. Oh, Scheiße. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Zurück in die Zukunft. Das Spiel. Sorry, ich habe gerade ablesen gemusst. Ich werde versuchen, Hochdeutsch zu reden. Ich kann es nicht versprechen, dass das gut klappt. Das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure von Telltale. Ihr braucht erst gar nicht auf Steam zu gucken. Ihr wisst ja, Telltale-Adventure, gerade die älteren, und das ist ein älteres. Ja. Ich hoffe, dass ihr irgendwann mal wieder reinkommt. Egal. Wir machen ein neues Spiel. Das Interface ist auch so cool. Bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Martin neue Ziele hat. Ja, bitte, ich bin noch unerfahren. Oder, nein, danke, ich bin ein erfahrener Spieler. Ja, natürlich nehme ich bin noch unerfahren. Wer mich kennt oder verfolgt hat, ich habe schon ein paar Point-and-Click-Adventures gespielt. Ich bin da voll kacke drin. Echt jetzt. Also, es ist wirklich übel. Deshalb, ja. Nee, ich habe gerade noch mal ganz kurz überlegt, Gott, ich bin doch erfahren. Nee, bin ich nicht. So. Am Anfang gibt's viel Intro. Da werde ich dann mal schön die Klappe halten, damit ihr das auch mal genießen könnt, ohne meine Fratze. Deshalb würde ich sagen, dann machen wir da Party on Wayne. Nee. Spiel ab. Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1:18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Eini. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf. Okay, gut. Hab es. Nicht mich, Nicht mich, den Wagen! Ah, ich wollte ja still sein. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Bleib hier! Bleib hier! Fusch! So. Da komme ich doch auch gerade wieder rein. Was hab ich Sie dir haben gesagt? Einstein aufgelöst. 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1:20 Uhr und 0 Sekunden! Verdammt, ist das heiß. Um Himmels Willen, Doc, Sie haben Einstein aufgelöst. Beruhige dich, Marty. Ich habe gar nichts aufgelöst. Ich habe Die gar nichts Molekularstruktur aufgelöst. von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt. Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Die Frage Frage lautet, wann zum Geier sind Sie dann? Einstein Ach ja. ist soeben Ach der schön. erste Zeitreisende Ach ja. der Welt Ach schön. geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. 1 Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1:21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben. DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktionsdiffusion... Pass Pass auf! auf!
Okay, das ist neu. Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Okay, Interaktion. Huhu. So, also, das hier ist Doc. Den labern wir erstmal an. Ne? Wir sind hier in Keine einem Zeit für Adventure. lange reden, Marty. Geh zum Werkzeugkasten und hol dir das Notizbuch. Okay. Maustaste gedrückt. Uiuiuiui. Ah, komm mal, lauf mal. Guck mal, der läuft schon so richtig Adventure-Style. So trottelig irgendwie. Ist das schön. Ist das da? Verschlossener Behälter. Was ist denn das? Was ist in der Kiste? Ja, Nicht genau. anfassen. Was? Das ist Plutonium. Plutonium? Plutonium? Wie glaubst du, generiere ich 1,21 Gigawatt Energie? 1,21 Gigawatt? War das nicht immer 1,21 Gigawatt? Naja, egal. Die Synchro, sie haben wirklich versucht, nah ranzukommen. Ich meine, ne? Die haben nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob noch die Original-Synchro-Leute, also auf Deutsch halt noch leben, keine Ahnung, aber gerade Marty macht seinen Job okay. Manchmal macht er ihn sogar sehr gut. Also manchmal wirklich, wenn die Stimme so ins Piepsige abgleitet, wie manchmal bei Marty, sowas. Das ist schon eine, hoppala, das hat er schon recht gut hingekriegt. So, kann ich hier noch irgendwie was machen? Nee, komm, dann gehen wir halt mal an den Werkzeugkasten ran. So sehen wir ja. Notizbuch, So. Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es. Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Oh, Masse gleich I mal Z und Cool. E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur vierten Wurzel. Wären die Konsequenzen. es ist ein Telltale Adventure, es hat Bugs. Katastrophal. Einfach nicht wundern. Wow, Déjà-vu. Doc? Voll der Mundatmer, ey. Oh oh. Großer Gott! Great Scott. Hat er nicht Doc, auf was Deutsch immer ist? Ich grundgütiger habe einen gesagt? furchtbaren Fehler gemacht. Ja, einen Clipping-Fehler hat er. Okay, der hat mehr als nur einen Clipping-Fehler gemacht. Nein! Es tut mir leid, Marty. Oh. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Okay, das war eine Doc! gar nicht lustige Verabschiedung. Marty, ist alles okay? Oh, die Mutter. Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Oh, guck mal, das ist aus dem 3. Teil, oder? Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1986. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Er ist mal wieder spät dran. Er ist immer spät dran. Ah, zurück in die Zukunft. Das Spiel. Schön. Ach ja, ich hab Bock drauf. Ich hoffe nur, dass ich's nicht verkack. So. Okay, definitiv bei Doc zu Hause, wenn ich mir das so angucke. Episode 1. Es ist an der Zeit. Nee, das lese ich jetzt halt nicht vor. Das könnt ihr auch gerade selbst vorlesen. So. Ja. Zurück in die Zukunft. Wer kennt es nicht? Wer es nicht kennt, nachholen. Erster Teil nachholen. Dann könnt ihr die erste Hälfte vom 2. Teil angucken und dann den 3. Teil. Und ja, nicht unbedingt die Reihenfolge. Also, ja doch, also. Na, der 2. Teil, er ist schon gut. Wie gesagt, die erste Hälfte vom 2. Teil ist wirklich gut. Und sowas von meme-würdig und fähig. Es ist Wahnsinn. Allerdings finde ich halt, dass er im 2. Abschnitt, im 2. Teil vom 2. Teil, da flacht er irgendwie ein bisschen ab. Da finde ich den 3. einfach konsistent gut. Der macht jetzt nichts mega super gut, aber der ist einfach auf einem
gut hohen Level. Das Beste ist natürlich der erste, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber der dritte kommt meiner Meinung nach gleich danach. schon begonnen, Und der dann halt der zweite Verkauf? als Gesamtes. Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Dog Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair. Aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey Marty, Oh oh, Hi, Biff. oh oh. schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben Sorry, sind? aber das Lied. Ich dachte eben, Copyright Strike. Nein, ich schätze ich. Schwelge nur in Erinnerung. Wähle Objekte im Labor aus, um sicherzugehen, dass Doc hier nichts Gefährliches vergessen hat. Was hat er denn vergessen? Die Tür. Er hat die Tür vergessen. Oh mein Ich Gott. bleib lieber hier. Doc Ach so. hat vielleicht etwas Wichtiges Okay. zurückgelassen und er will sicher nicht, dass es bei Biff landet. Ja, definitiv nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, die Hundefüttermaschine. Ja, geil. Voll Ding. Hey, lass mich... Biff, lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh klar. Genau. Entschuldige, Marty. Ja. Oh, ja, ich gewöhnt euch dran. Ich werde auch hier wieder sehr viel gähnen. Nicht, weil das Spiel langweilig ist. Ach komm. Ich bin halt verschlafener Bursche. Oh, das ist ein Fernseher. Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Das ist er im Fernseher oder was? Nee, das war jetzt, er hat ihn nur angeguckt, weil, haha. Aber, das war genau dieselbe Stimme wie George, also der George McFly hat. Ja. Oh, das ist ein Aquarium. Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Ja, ich auch Docs nicht. Fische hatten einen komischen Geschmack. Ja, vielleicht sind Fast so wie Heißwasserfische. Haben wir sonst noch Uhren? Ich frag mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Hä, wie will er die mitnehmen? So groß ist der Kofferraum dann, glaube ich, auch nicht. So, mit dem Vater rede ich irgendwann später. Ich will mich hier ein bisschen umgucken. Wie läuft man nochmal? Ah, ja, so. Oh, das ist überhaupt nicht cool, diese Steuerung. Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, ein Verstärker. Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Gehen wir gleich mal ein bisschen drüber. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Oh yeah. Oh, Bartgekratze, mögt ihr das? Das ist, wie heißt dieses, wenn man so ins Mikrofon rein wispert? Ich glaube LMAA oder so. Hey, Moment. Ich brauche auch eine Gitarre. Das Rathausplatzmodell? Ach, da hinten. Ich brauche irgendwie eine Gitarre. Wie komme ich denn? Ja, komm, dann gehen wir halt. Die Steuerung. Vielleicht soll ich doch besser mit Controller spielen. Rathausplatzmodell. Gedankenlesehelm. Ja, geil, hiermit. Ja, der hat aber nicht funktioniert, soweit ich mich erinnere. Oh, hat er jetzt nur angeguckt? Hast du Docs Modell von Hill Valley angesehen? Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Hä? Das muss Wieso? man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Der hat einen Karpfen im Aquarium. Wie groß ist denn sein Aquarium? Ich hab's zuerst Komm schon, gesehen. ich hab's zuerst gesehen. Ja, da hast du wohl recht. Aber ich hatte es zuerst in der Hand. Wie bisher, Mann, es Biff. ist Biff, hey. Da sind wir noch im Bett. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Naja, hat er ja schon recht, ne? Ich guck mal nochmal das Sieht Modell ohne hier das Gerichtsgebäude irgendwie leer aus. an. Guck mal, da sind so, da sind so kleine Salzstreuer und so. Und da sind Flaschen mit Pappmaché verdeckt oder so irgendwie. Ich habe schon gesehen, dass man die Musicbox gehen kann. Ich habe halt nur Schiss, dass ich da jetzt dran... Ach komm. Hey, lass mich probieren, Marty. Biff, gib Marty auch mal die Gitarre. Was Sie für eine haben recht, Gitarre. Mr. McFly. Hä?
Was hat denn das jetzt mit Gitarre zu tun? Was ist denn das da oben eigentlich? Hol dir Docs. Ah, das ist so. Huch, ein Hinweis. Was ist denn jetzt das? Hoffentlich war das kein Giftgas oder so. Wissenschaftliche Ausrüstung, also. Ich will jetzt aber eigentlich an die Musicbox. Ne, da kommt immer Biff gerannt. Genug von dem Okay. Mist. Ich hatte halt gerade Angst, Also, irgendwie. Biff, Entschuldige, Marty. Ich hatte gerade Schiss, an die Musicbox zu gehen. Nicht, dass ich da dran gehe und es läuft wieder Power of Love oder sowas und dann gibt's definitiv hier, ja, das geht nicht. So, hier, Biff, komm mal her. Hey, Biff. Das Notizbuch ist gefährlich. Du kannst das Notizbuch nicht Das behalten. Es ist zu gefährlich. Saugefährlich. Wird es etwa explodieren oder was? Ja. Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Okay, das war nix. Das hatten wir schon. Das Notizbuch ist Es ist nur ein wertlos. Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Jo. Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Ah. Mann, ey. Unser Biff hat mächtig was in der Birne. Richtig, egal. Das Das würdest du nicht Notizbuch wäre verstehen. für dich bedeutungslos. Ja. Du würdest nicht verstehen, Bist du worum es doof geht. dazu. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Das Notizbuch erinnert Ich mich will an das Doc. Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc Oh. ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Alter. Biff ist Biff und ist Biff ist Biff. Komm, ich kauf's ihn Ich ab. bezahle dafür. Wie viel? Zu Ähm, wenig. Okay, das war cool. Okay, wir gehen mal hier raus. Ach, vergiss es. Ja, vergiss es irgendwie. Kann ich eigentlich mit WASD? Ich kann mit WASD lenken. Das ist ja schon mal deutlich besser wie mit der Maus da. Die Maus nervt schon. Also Biff. Weißt du was? Ich gehe zu meinem Vater. Was war da gerade? Da ist eine Gitarre. Da war irgendwas Elektronisches gerade. Moment. Mehr Uhren. Ich guck mir mal mehr Uhren an. Ach so, da Das würde hinten. Jennifer gefallen. Sie mag alten Kram. Uhren, George. Ach komm, ich gern die Gitarre. Will ich gerade ein bisschen Musik machen. Hey Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. Du hast Martys Gitarre genommen. Klicke mit der linken Maustaste auf die blinkende Inventarschaltfläche. Haben wir nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Was ist denn das da? Foto von George. Objekt untersuchen. Ich behalte dieses Foto von meinem Vater, um mich daran zu erinnern, dass auch der größte Versager ein cooler Typ werden kann. Sehr gut. Objekt benutzen. Mit George. Nein, Ne? Okay. Ja, ist mir schon klar. Ich muss hier die Gitarre mit dem Verstärker benutzen. Das ist natürlich klar, ne? So. Jawohl. Macht er? Ah, ja. hier ein altbekannter Song. 1, 2, 3. Sieh mal an. Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also, Biff, ich glaube, das ist Martys Gitarre. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Okay. Okay, stellst du wieder hin. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Ruhig auf die billige Plätze. So. Ja, aber jetzt hat er ja das Dingens doch mitgenommen. Ich probiere das jetzt halt nochmal. Jetzt habe ich die Gitarre nicht mehr, ne? Moment. Das war falscher Knopf. Moment, zurück zum Spiel. Wie gehe ich denn hier zurück? Also, beenden. Mit beenden natürlich, ganz klar. Martys Gitarre. Nun etwas, auf das eure Kinder voll abfahren werden. Danke fürs Warmspielen, Milchgesicht. Wenigstens hat er nicht mehr so Biff, saudumm gelacht. Ich habe dir doch gesagt, dass Martys Gitarre für dich tabu ist. Oh, Ja. klar, natürlich, Mr. McFly. Ich hab sie dir nur vorgewärmt, Marty. Okay, Jetzt zeig alles mal, klar. was du drauf hast. So. Ja, aber jetzt guck, jetzt nimmt er wieder das Dingens da. Ich stelle die Gitarre hin, er nimmt das Was habt Dingens ihr da. Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Bist ein Dödel. So. Pass auf. Ich gehe mal zum Baba und sag,
und sage Baba. Ja, mein Bub. Hey, Dad. Sorry, ich war gerade wieder im Badesalzmodus. Wer ist für diesen Verkauf Wer ist verantwortlich? überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Er? Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sicher gehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly. Jo. Ja, ganz gewiss. Doc lebt. Hör Natürlich zu, lebt dieser er. Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst Ich seit weiß ein paar aber nicht, Monaten wann. weg und zufällig weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hat eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Na. Ja, genau. Du hast ein kennst völlig Doc falsches gar Bild nicht. von Das Doc. stimmt. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Ja, aber Biff ist doch dein Helfer. Wie kann ein... Ja. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Mhm. Ich muss Docs Notizbuch schützen. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal, hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja? Warum er ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Der ist aber halt gerade nicht hier. Ich kann meine Kämpfe Dad, selbst wegen austragen. Biff. Ja. Ich weiß, du willst Genau. helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ich aber auch. Dieser Ja, väterliche... das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Was ist denn wegen Biff? Probleme? Ja. Biff? Er hat diese Sache und ich brauche sie unbedingt zurück. Wenn er etwas von dir gestohlen hat. Nein, es ist eins von Docs Notizbüchern. Er hat es zuerst gefunden, aber... Oh, dann kann ich dir wohl auch nicht helfen. Ich schätze, du musst seine gute Seite wecken. Oder so. Ja, super. Oder so. Ja, komm. Also ich meine, erst hingehen und sagen, ich kann meine Kämpfe selbst austragen, ich bin ein großer Junge. Und Ich dann schau mich halt, weiter um. kann ich mal Danke, helfen. Ja, okay, pass auf. Wir laufen jetzt zu Biff, wenn ich das irgendwie hinkriege mit dieser... Es gibt eine Sache, die ich noch schlechter kann als Point-and-Click-Adventures, das ist Steuerung mit Maus und Tastatur. Also WASD kann ich eigentlich auch mit dem Pfeiltasten. Oh, ich könnte auch mit dem Pfeiltasten. Das ist mehr was für Leute wie mich. Na, das geht schon. Also Biff. Hey, Biff. Hey, Biff. Also ich kaufe dir das Ich bezahl Notizbuch dafür. ab, ne? So, ich bin nur Wie viel? ehrlicher Mensch. Zu wenig. Okay, der ist nicht Ach, nicht vergiss verhandlungsbereit, ist der nicht. Okay. Jetzt kann ich aber in Ruhe mal an die Musikbox gehen. Oh, jetzt muss ich... Warte, einen habe ich noch. Ich muss hier weg. Oh, gut. Das könnte noch gereicht haben. So, okay, ich mache lieber wieder die Steuerung mit Maus und so. So, jetzt pass auf. Ich nehme mal die Gitarre. Er glaubt Wollt ihr mir eine die Nummer Gitarre. von Biff und den Biff-Tones hören? Wir spielen immer wieder gerne für unsere treuen Fans. Biff und die Biff-Tones. Moment, das ist jetzt Biff, der... Ah, okay, das, also ich glaube, das ist des Rätsels Lösung gewesen. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Ja, dann rock mal. Achtung, es wird laut. Es wurde laut. Hau rein, Biff. Hau rein, Biff. Oh, Schei. 3. Ah. Doc. Oh, Wo sind stand sie? drauf, er braucht eine kugelsichere Weste. Oh, da ist er. Der DeLorean ist da.
Marty da oben Leberflecke hat gerade am Auge? Nee. Oder habe ich irgendwie eine Mücke auf dem Monitor? Kann auch sein. Das ist der... Sag mal her. Das ist der aus dem Zweier. Ja, das ist der aus dem Zweier, nicht aus dem Dreier. Ach so, ja, das Spiel... Sorry. Warte mal. Doc? Doc? Ja. Achtung, kalt. Pixelkalt. Richtig. Ach, guck mal, er hat auch das Kennzeichen, das Barcode-Kennzeichen. Das ist also wirklich der aus dem Zweier. Also, was heißt wirklich? Hey, das ist Einstein. Wo kommst du her, mein Kleiner? Ja, genau, wo kommst du her? Und wo hast du Doc gelassen? Genau. So. Dieser blöde analoge Wecker da macht mich fertig. Okay, hier gibt's viel zu gucken. Jetzt, also, achso, ja. Das Spiel spielt nach Teil 3, wie man gesehen hat, also an dem Foto, was er da drin hat, wo er, ja, Cowboy-Hut, Gedönse aufhat, mehr oder weniger. Das dürfte Teil 3 gewesen sein, genau. Das ist aber hier definitiv das Auto aus dem zweiten Teil. Das Auto aus dem dritten Teil hatte die Weißbandreifen, ja, hatte aber vorne auf der Motorhaube noch so Knödels drauf, keine Ahnung. Und es ist aber auch nicht das aus dem ersten. Moment, kann ich ja zeigen hier. Hey, was hier. ist das? Was denn? Achso, ich muss erst hier gucken, bevor ich das Auto nochmal von außen zeigen kann. Okay, was ist das? Marty? Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Ja, Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Schon einmal? Bitte reise mit meinem DeLorean zurück Schon zweimal? oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay. Letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon. Mist. Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Genau, wie soll ich ihn jetzt finden? Indem man vielleicht diesen Schuh da betrachtet. Okay, Doc. Wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. So. Zeitleitungsschalter. Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich Doc suchen soll. So. Die kann ich benutzen, um mein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Beenden. Jetzt können wir rausgehen. Sehr gut. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht weiter schwer. Wir haben einen Hund, wir haben einen Schuh. Dann soll er einfach am Schuh schnuffeln. So, was ich sagen wollte. Also, zweiter Teil. Wir haben hier den Mr. Wie hieß er nochmal? Mr. irgendwas hieß dieses Ding? Kannst nicht lesen. Mr. Fusion, genau. Eine Mr. Fusion. Kann man halt Müllenzeugs reinstopfen und dann brauchst du kein Plutonium fürs Auto. Wir haben natürlich hier das Barcode-Nummernschild. Kennzeichen. Also, das ist das Auto aus dem zweiten. Beziehungsweise, es kann auch das Auto aus dem Ende des ersten Teils sein. So, ist ja auch egal. Komm mal hier, Einstein. Was ist Doc passiert, Eini? Ja. Ja, okay, ich kann noch kein Hundisch, das ist schlecht. Also, mein Plan sieht folgendermaßen aus. Wir gucken uns mal diesen Dieser Schuh hier an. Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Was ist mit dem da? In diesem Notizbuch sind Docs komplette Pläne für den Fluxkompensator und den DeLorean. Ich sollte sicher gehen, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Und mit falsche Hände meine ich hauptsächlich Biff. Ja. Und das da? Marty? Achso, das war jetzt. So, das da nehme ich und. Was der weißt Hund du über diesen Schuh, Eini? Schnüffel mal dran, Junge.
Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Ja, geil, er hat eine Fährte aufgenommen. Das meine ich mit, wenn die Stimme höher wird, sowas. Dann hört sich die Synchro, also das ist schon gut. Finde ich gut. So, ja geil, sogar mit seinem Skateboardpferd. Düt. So, wo sind wir denn Okay, hier? jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Eini? Ja, aber bin auch ein bisschen verwundert so. Habe ich das richtig gesehen, dass das hier eine Spielhalle ist? Da gehe ich jetzt rein. Ich sollte mir Da ein gehe ich kurzes jetzt Spiel mal einen gönnen. neuen Highscore bei Wild Gunman holen oder so. Wie jetzt? Kann ich nichts machen? Das war's. Und der ist aber schnell fertig. Jetzt bin ich bereit. Okay, Moment, kann ich hier noch irgendwie... Da ist ein Zeitungsding mit Spielhallenschild. Starbase Zero. Ich hoffe, Jimmy hat den Wild Gunman repariert. So, was haben wir hier? Tür zum Spirituosenladen. Ja geil, her mit. Bier, Likör. Du willst dich wohl in den Schnapsladen schleichen, junger Mann. Was ist mit dir? Nee. Wie alt ist er eigentlich, Marty? Ist er schon 21? Keine Ahnung. Was ist mit Einstein los? Was ist Doc passiert, Eini? Ach so, ja, okay, dann Warum gucken wir hat halt Doc mal. keinen Hundeübersetzer erfunden? Das ist wohl richtig. Warum hat er das wohl nicht gemacht? So, ein Summer. Strickland? Geht doch nicht mein Tritt Rektor von hoch. der Tür zurück. Oh, Nun will ich dich mal ansehen. Wuff, wuff. komm schon, Einstein. Wie ich es vermutet habe. Unruhestifter. Weg da! Na, wird's bald? Strickland? Sie sind nicht zufällig mit Vizedirektor Strickland verwandt, oder, Ma'am? Es geht dich zwar nichts an, aber ja, ich bin seine Schwester, Edna. Du gehörst wohl zu den McFlys, dieser Bande von Faulpelzen. Alter. Ja, was hat der alte Strick... ich meine, was hat Ihr Bruder sonst noch über mich erzählt? Nichts, was ich mir nicht selbst zusammenreimen könnte, Faulenzer. Ich habe etwas für Sie. Einstein hat mich hierher geführt. Ich bin kein Ich bin kein Rabauke. Rowdy, Ma'am. Ich bin ein Ach, Teenager. Rowdy. Junger Mann, ich bin doch nicht von gestern. Du bist doch der Bengel, der jeden Morgen zwischen 8 Hey, und das ist Sandy 8:30 mit Cheeks. seinem Skateboard auf Das ist unpünktlichste Weise über den die Eichhörnchenfreundin von Gerichtsplatz SpongeBob, also die Frau, die hier synchronisiert. rast. Alle Skateboarder sind Rabauken. Das ist eine Tatsache. Schlag's nach. Das ist eine Tatsache, schlag's nach. Einstein hat mich hierher Komm geführt. zur Sache, Kind. Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Ja, und? Achso. Ja, ich hab was für Können Sie Sie. mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal Zeig's doch sehen. jetzt. Ich würde auch nicht irgendwelche fremden Leute einfach reinlassen. Achso. Ich muss hier handgreiflich werden. Nicht handgreiflich. Ich muss hier den Schuh rausholen. Ein Schuh? Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups. Bleib da. Bleib da. Das sieht schon irgendwie dumm aus, wie er da rumsteht. Wow. Hat er jetzt Schuhschwestern oder was? Schön. So. Diese Kreatur muss draußen bleiben. Okay. Tut mir leid, Einstein. Tut mir leid, Einstein. Okay. Ach, das hat ja ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, Ich habe nur Tee Hätt und Bonbons. Gerne eine Erklärung. Aber- Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen, aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdies.
Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Das da? Setz dich, mein Junge. Miss Strickland, keine Ahnung. Das ist quasi das, was meine Freundin mal werden will. Mach die Zigaretten Hat sie mir auf. selbst gesagt. Ich tue ja nicht irgendwie dumm Zeugs labern. Aber so, ne? Meine Freundin versucht auch nicht vorschnell zu urteilen, aber es ist halt einfach so, dass über 90% der Menschen auf der Welt alles Deppen sind. So. Sagt sie halt selbst. Also, sagt sie. Ich sag, na, sind eher so 85%. Tendenz steigend. So, was ich eigentlich fragen wollte. Wie kann denn das sein? Einstein hat mir den Schuh aus der Vergangenheit gebracht. Okay, ne? Aber von wann? Ja, aber von wann? Wie kann das sein, dass wenn der eine Schuh, den wir mitgebracht haben, der ist ja noch relativ neu, und der andere sieht aus, als hätte sie ihn 30, 40, 100 Jahre lang getragen. Es ist doch aber ein einzelner Schuh. Wie kann denn der so abgenutzt aussehen, wenn er den geklaut hat, als der andere auch noch neu war? Dann wird die doch wohl nicht die ganze Zeit auf einem Bein hüpfend mit dem Schuh an irgendwie rumgerannt sein oder so. So, Schreibmaschine. Was ist denn das da oben? Was ist denn Katzenauszeichnung. das? Meine journalistischen Auszeichnungen. Der Katzenfreund? Das ist seriöser Journalismus. Kann man nichts dagegen sagen. Glaube ich nämlich auch. Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Was? Ernsthaft jetzt? Das war er wirklich? Marshall Strickland. Mein Großvater. Er wurde vor über 100 Ja, da war mal Jahren ordentlich von Haare Mad hat der. Dog Tannen erschossen. Ich So glaube, habe ich das aber nicht in Erinnerung. das da oben. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Schon gut. So, was haben wir denn hier? Katzenschüsseln. Oh, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Miss Okay, Pretty okay, Whiskers okay. ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Na dann. Oh, Zeitungen. Da kann man doch bestimmtes Fass Datum die nicht an! oder auch nicht. Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Marmelade? Okay. Ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen um. Da ist noch ein Heizkörper. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Manche mögen es heiß, ne? Es ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Ach ja, Fass klar. nichts an. Jetzt kann ich einfach... Ja, gar kein Problem. Jetzt kann ich einfach an die Zeitungen gehen. Haha. Ja, ein bisschen Point-and-Click-Logik kriege ich ja gerade noch so hin. Leute aus dem Raum locken und dann umgucken. So, zack, Zeitungen. Ja, Zeitungen. Geht doch mal gucken. War da noch was? Ach so, Jugendliche ja. in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Nettes Bild. Ja, gell? Haben wir noch was? Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, da ist Doc nicht gelandet. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Kann ich nochmal? Du einfach alle durchgucken, solange die nach dem Teekessel guckt. Firma kündigt Pläne für Lone Pine Mall an. Peabody Ranch muss dem Bauvorhaben weichen. Ja, 50er. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen Ja. in diesen Stapeln beginnen soll, Ach wenn so, ich es ja. wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Der liest nicht wirklich schwarze Zeitungen, das sind keine Black Papers oder so. Das ist ein Bug, ein Grafikfehler halt. Und ja, wie gesagt, da das Spiel... Seltsam. Hoppala, da ist wieder. Da Das ist er ja Wasser wieder. kocht immer noch nicht. Ja, das ist seltsam, ne? Komisch, hat doch aber gepfiffen. Hier hat's doch... Was war denn? Heizkörper? Oh, Bonbons, cool. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Oh, die hat 1984 da liegen. Gutes Buch, kann ich jedem nur empfehlen, der eine heitere, kurzweilige Lektüre will. Das da will ich wissen. Ist das so ein Katzenwedelstab oder so? Fernseher? Kann ich einen Fernseher einschalten? Noch mehr Zeitung. Da ist noch ein Bild. Da geht nicht. Küchentür. Tür zur Straße. Tür zur Straße will ich nicht. Wollen wir die Küchentür mal gucken. Miss Strickland? Wegen ihrem Tee. Sie Ja, haben vergessen... Das
wird mit einem U geschrieben, du ungebildeter Schmierfink. Okay, ich glaube, wir müssen mal so langsam mal ein ernstes Wettchen mit ihr reden. Und mit ernst meine ich, wir müssen überhaupt mal mit ihr reden. So, komm mal her. Edna Krabappel. Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht. Ja? Wann haben Sie Ihren Schuh verloren? Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag Wichtigtuer. Aber Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Die Bar abbrannte? eine Flüsterstube in Hill Valley? Eine Du nicht so Flüsterstube? überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley Die seit Sünde. dem Tag seiner Gründung. So, also der Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine illegale Wow, Bar. eine illegale Cool. Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Aber Großmutter aber erzählt sowas hat? von. Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Darf man nicht Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten. Ja. Ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Mhm. Was ist mit den Was ist mit ganzen all diesen Zeitungen? Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht wurde. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von Sehr gut. 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Das ist natürlich voll praktisch, da muss man in die Bücherei gehen. Es gab 1986 noch kein Internet. Zumindest nicht so, wie man es kann. Wann kam das ARPANET? Das ist eine gute Frage. War das schon? Das könnte sogar schon. Ist ja auch jetzt egal. So, das führt zu weit. Was ist mit dem Fernglas da? Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Lieutenant! Finger weg von der Radkante, bevor ich Okay, deinen okay. Vater rufe! Was, denn sein Vater lebt noch? Wo war Und diese wo Bar? war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Es ist so lange her, falls du nach schwarz gebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Hä? Ha? Die Bar war Hä? dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. nachdem die Videothek. Könnten diese Ich Zeitungen schätze, irgendwo in ja, diesen klar, Stapeln Könnt ihr wartet ein selber, Artikel über den könnten Brand ja der sagen illegalen jetzt. Also, Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. okay, ja, Lassen Sie danke. sich nicht von mir aufhalten. Was ist jetzt los? Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Okay. So, also, ich guck mal die Zeitung an. Ich hab dir doch gesagt, du Ach so. sollst sie nicht anfassen! Okay. Gut, Frau. Ich glaube, Ihr Tee pfeift. Das ist das Pfeifen! Sicher kocht das Das ist Wasser das jetzt. Pfeifen. Ja, wir haben aber eigentlich immer noch kein Datum. Wir wissen halt, ein Jahr nachdem die Videothek abgebrannt ist. Nee, die Bar abgebrannt ist, hat die Videothek aufgemacht. Und die war da, wo die Videothek war. Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen. Das ist schon wieder da. Jetzt nicht schnell diesmal. So.
Aha, dachte ich mir. Valley-Videothek. Guck mal, da ist Biff. Was hat er sich dann ausgeliehen? Sag mal her. Achso, wie ihr guckt, das ist bestimmt so ein Heimatfilm. Wieder aufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Das ergibt wohl nur Sinn, wenn man alt ist. Was war das? Februar 32. Könnt ihr Entschuldigen ruhig Sie, noch ein Miss bisschen Strickland. was erzählen? Wo war diese Bar? Können Zeitungen mir weiterhelfen? Ja, können die mir weiterhelfen Ich oder schätze, nicht? irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ja, natürlich, hab ich Ich habe selbst ihn geschrieben. Kann man das wahrscheinlich irgendwie über... Haben- Oh, man kann überspringen. Oh, Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Okay, ich habe gelernt, man kann mit der rechten Maustaste überspringen. So, also. Ich soll jetzt Tee holen gehen. Gucken gehen. Genau. Und Das ist das dann gehe ich an die Zeitungen. Ich habe zumindest Ja, mal komm, das einen Wasser Monat jetzt. und ein Jahr. Das kann ja nicht so schwer sein. Naja. Februar hat auch nur 28 Tage. Ich habe also 28 Versuche. Muss mich halt ein bisschen beeilen. Mal So. sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Suppenküchenskandal. Barbrandstifter ermordet. Was? Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Carl Brand in Sagan. der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Carl Sagan? Das ist Doc! Oh ja, das Von sieht ihm Gangstern wie aus dem ermordet. Gesicht Wann war geschnitten das? sieht das aus. 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn retten. Juli 1931. Okay, ich hab ihn da. Oh, shit. Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland, lassen Sie mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Raus! Naja. Raus! Hilfe! Polizei! Ich werde von Polizei! Ja, ich werde von Raudis. Sie wird von Raudis. Ui. Was ist denn hier los? Ah ja. Mr. Fusion füttern. Marty? Wo hast du gesteckt? Und wie siehst du eigentlich aus? Halloween-Party, Arbeitskleidung, Schulaufführung. Gehe ich überhaupt noch? Das ist Arbeitskleidung. Das ist Arbeitskleidung. Wusstest du das nicht? Ich habe einen Nebenjob. Im Werk des Ford Modell T? Ja. Nein. Nee, der Ist Vater hat schon richtig gut. Du Humor. musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Ja, Hey, richtig. Manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Ja, aber dass da. Sorry. Dass da das Auto von Bist du Doc bereit, steht, Einstein? das ist ihm egal, oder was? Chattersatz sagt, oh cool, das kann ich auch verkaufen lassen. So, also. Zeitleitungsschalter ein. Zeitleitung an. Fluxkompensator, fluxig. Aber sowas von fluxig. Jetzt muss ich hier das Okay, Datum wenn Doc eingeben. am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc. Warum der eigentlich immer am Tag davor auftaucht und nicht irgendwie 3 Tage davor? Ja, okay, dann müsste er sich gucken, wo er pennt oder so, aber weiß er auch nicht. So. Na dann. Da ruckelt er sich entlang. Ach Mann. Oh, gleich hat er 88 Meilen. Oh, okay, was sind wir denn hier? 30er Jahre haben sie ja gesagt, genau. Moment, die machen eine Verfolgungsjagd mit 70 Meilen? So schnell konnten die Autos damals fahren, die Autos? Junge. Puff, puff.
Ja, der Sound will auch nicht so. Ah, der kam. Okay. So. Das Auto der Zukunft. Ach, schön. So. Ja. Dann gehen Sie mal dahin, ne? Okay. Also wir sind jetzt in der Vergangenheit. Jetzt müssen wir den Doc retten, der im Knast sitzt. Also er wird morgen irgendwie in den Einstein, Knast eingebrochen wo und willst du er hin, mein Junge? wird umgebracht, erschossen oder sowas. Also müsste er eigentlich noch im Knast sitzen oder so. Hier sehe ich eine Bank. Hill Valley Stationers, was ist denn das? Keine Ahnung. Was läuft da? Frankenstein. Das ist das Suppenküche. War da nicht irgendwas mit Suppenküche in der Zeitung? Das ist Autoland Specksun. Was ist denn das? Wieso stehen da Stühle auf dem Podest? Junger Mann! Entschuldigung, junger Mann! Wer? Ich? Ach, das Sie ist sind Miss der einzige Strickland. Mann auf der Straße. Ja, das Ich ist immer noch brauche einen Sandy Mann von der Cheeks. Straßenmeinung. Der Sie Stimme haben sicher erkannt. von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Ja gut, ich kenne Doc. Er hat einen Fehler. Es hat einen Fehler gegeben. Ich unterstütze das. Sie können schreiben, ich wäre dafür. Ja. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Schöne grüne Augen. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Im Gefolge? Keine Nachricht? Wo kann ich die finden? Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Ja. Wären alle Genau. Bürger so auf das steht da Gemeinwohl hinten auf dem bedacht, Schild? wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los. Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Sonny Crockett, Harry Callahan, Michael Collins. Ich bin Sonny Crockett Sonny natürlich. Crockett. Sieht man Vielen mal Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. schönen Edmund pastellfarbene Strickland, Kleidung, Hill sieht man Valley das? Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. ich bin ein Es geht Fan. vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, Shave dass and dadurch Haircut, eine one bit. bessere... Oh! Das ist günstig, heute Einstein, kostet das schon ein Ausbau, Byte. Junge. Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt Guck mal, was für werden. Schuhe das er So anhat. ist Muss das ich gucken. Gesetz. Ich glaube, die waren Lesen weiß. Sie es nach. Lesen Sie es Doc, nach, ja. ich muss Doc finden. Irgendwas mit einem Hai ist da. Ich will gucken, was das für mit einem Hai da hinten ist. Shark. Was Shark? Wow, sieht aus, als hätten sie einen echten Hai genommen. You will never bathe in the ocean again. Okay, kann man da hinten weiterlaufen? Eastern. Da geht's nicht. Da ist ein Auto. Ja, da geht's nicht weiter. Kann ich da reingehen? Ich gucke mich jetzt halt ein bisschen um. So. Majestätische Waffen. Tür der Absteige. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Okay. Ah ja, da. Lass mal rasieren hier. Mein Bart juckt so. Ah. Hey, kann ich etwas Schaum haben? Wonach sieht das hier aus? Nach einer Jagdhütte? Schaum? Was will er? Achso, Rasierschaum? Wieso Jagdhütte? Was ist denn das da? Ach, das ist so ein Schuhputzdingens. Okay. Verstanden. Not hiring. Mal gucken. Ich frag mal, ob sie noch Leute suchen. So. Willst du was kaufen?
Nein. Dann verschwinde, du Rumtreiber. Du Rumtreiber, du. So, das sind die Überreste der Bar. Hier wurde wohl die illegale Bar niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? Das ist eine verdammt gute Frage. Und das müssen wir jetzt irgendwie auf den Grund gehen. Was gibt's denn hier noch? Pelzhändler Schild. Das ist Schreibwarenladen. Ah, okay. Le Mans Hermelin-Pelze. Schätze mal, es gibt keine große Nachfrage nach Pelzmänteln mitten in der Depression. Im Juni. Im Juni, okay. Da ist irgendwie was da, Tür, Schild, das Friseurladen, ja, okay. Da ist eine Bank. Bank of... Oder ist auch noch was? Bank von Italien? Was? Italy? Today's Special, Yesterday's Soup. Schön. Da hier, Anwaltsbüro. Müssen wir überall rein. Ey, es ist ein Point-Ticket-Mensch. Da müssen wir jetzt natürlich überall reingehen. Hausieren verboten. Gale Zemeckis und Fine. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ja. Regisseur und so. Müssen wir jetzt. Okay. Kann ich an das Schild da nicht rangehen? Ich kann aber auch nicht hier hin. Das Ding zeigt zumindest mal darüber. Dann gehen wir mal auch darüber, ja? Suppenküche, was ist das? Ist darüber? Neues Management? Tür der Suppenküche. Achso, ich wollte noch gar nicht. Egal, jetzt. Ah, guck mal, ich kann reingehen, oder? Ja, okay, ich konnte in die anderen auch reingehen. Die Frage ist, kann ich drin bleiben? Ja, man kann wohl drin bleiben. Guck mal, das sieht aus wie mein Vater. McFly! Hä? Biff? Moment, das ist mein Kid. Vater? Ach, das ist mein Opa? Grandpa? Für dich Mr. Tannen, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu Das ist ja ein essen. Suppenladen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Klappe. Pitcher ist. Wenn eine dieser Babe Vorladungen Ruth meinem liebsten war Zahlenzauberer in die Hände Baseball-Fuzzi. fällt, stecke ich Guter in großen Werfer, glaub ich. Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar Nicht, dass ich da einbuchten. Ahnung hätte, aber ich Das kenne den Namen. willst du doch nicht, oder? Oder doch? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was glotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Ich habe gar keine Nun? Suppe. Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly, Ja? dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh, Jetzt hau ab in Wieso hat er jetzt Ordnung, meinen Hut Boss. geklaut? und komm nicht sein raus, Hut. bis ich dir Entwarnung gebe. Was macht er jetzt mit ihm Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Zu wem hat er das jetzt gesagt? Q-Ball? Wofür sind die Tische? Wir haben ein paar jetzt extra Q-Ball. Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Okay. Schwingtür. Wo ist deine Schwingtür? Ah, da hinten. Aha. Nur Personal darf in die Küche. Okay. Alles klar. Ich lass dich ja. Gewürzregal. Nettes Gestell. Ja, wir haben hier hinten alle möglichen, kulinarischen Schätze. Mir kommt das hier irgendwie seltsam vor, wenn du das mal so salopp sagen darfst. So, das sind noch Wofür Tische. sind die Tische? Hat er doch Wir eben haben ein erklärt. paar extra Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Okay. Hey, schon gut. Hm. Da ist gestapelte Tische, Küchentür. Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht rein, weil da gestapelte Tische sind. Soweit so klar erstmal. Mach den Kopf raus. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ja, warum willst du denn die Tür offen halten? Was ist denn das da, eine Aufschrift? Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Vielleicht sind meine Hände zulässig.
Ja, aber zulässig. Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unser Leben ist ein Schatten auf Erden. Ich bin nicht von gestern, sondern von übermorgen. Ein Telefon. Vielleicht sollte ich ins Gefängnis gehen und mit Doc sprechen, bevor ich irgendwelche Leute im Jahr 1931 anrufe. Hoppala. Ich weiß noch nicht mal die Nummer von jemandem. Was bist du für ein Typ? Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Gewiss. Gab's da hinten irgendwie... Ja. So, Ausgang. Ich suche jetzt mal den Knast. Kann ja mal jetzt schlecht sein, weil da muss ich hin. Kann man die Autos anklicken? Das da hinten sieht aus wie ein Police Department, oder? Ja, das nicht. Das ist, Come for the soup, stay for salvation. Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Hol dir die Suppe und rette deine Seele. Da hinten ist Einstein. Was ist das da? Ja. Bleib sauber, beziehungsweise nüchtern. Oh, da steht ein Ach, guck mal da. Da ist das Polizeirevier. Würde ich mal sagen, da gehen wir mal da hin, oder? Wer bist du und was willst du? Kann ich zu Carl Sagan? Bist du sein Anwalt? Nein. Dann verschwinde. Okay. Dann halt nicht, ne? Psst, Doc. Marty! Doc? Hallöchen. Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1906 und das automatische Aufspürsystem. Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, morgen um früh wird er Ihr umgebracht. Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Dong. Grundgütiger, ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte ihnen wohl nicht, dass ich ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Ja, ein guter im besten Fall. Sag es dem Richter, reise zurück in der Zeit, also ich wahrscheinlich, zieh es durch. Sprich mit den Gangstern, Hey, vielleicht Super könnte ich Idee. mit den Gangstern reden und ihnen sagen, dass sie den Falschen haben. Garantiert. Ich denke nicht, dass die Super Kriminellen Idee. dieser Zeit sehr offen gegenüber einem Fremden sein werden, der ihnen erzählt, dass ihr geheimer Mordplan falsch ist, oder? Sag es dem Richter. Warum schalten wir nicht die Behörden ein? Was wollen wir ihnen erzählen? Dass mein Freund aus der Zukunft Beweise dafür hat, dass ich morgen ermordet werde? Die bringen uns beide in die Klapsmühle. Ja, Und glaub okay. mir, du willst kein Irrenhaus von 1931 von innen sehen. Reise zurück in die Zeit, zieh es durch. Können Sie das nicht überstehen? Jetzt, wo wir wissen, was kommt, könnten wir Sie vielleicht in einer kugelsicheren Weste Ja, an den Gangstern genau. vorbeischmuggeln. Das würde vielleicht bei 1 oder 2 Kugeln funktionieren. Aber laut Artikel werde ich von einem Kugelhagel niedergemäht, der von dem unschuldigen Unbekannten nicht mehr übrig ließ, als eine breiige Masse aus Knochen und Knorpeln. Wer schreibt denn sowas? Der Angabe nach eine Edna Strickland. Hätte ich mir denken können. Aber echt, hey. So, ja dann. Und wenn ich den DeLorean nehme, Ja. zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran. Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt kommt haben, er wieder. verhindert werden und zu einem Paradoxon von kontinuum erschütterndem Ausmaß führen. Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Ausbruch? Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie hier raussprengen. Nein, das ist viel zu Gute gefährlich. Idee, oder? Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich Bohrmaschine? habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu, vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich muss dir dabei helfen, ihn fertigzustellen.
Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie Alter, wollen, der- dass ich der Ihr denkt Ich schon von vierdimensional, 1931 der davon Doc. überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise. Was ist mit dem Raumzeitkontinuum? Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raum-Zeitkontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Okay, wie soll ich sie dazu bringen? Wo kann ich sie finden? Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich sie finden? Ich meine, das andere Ohne noch Sie... bei der Woher soll ich Eltern? das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Ah, guck Dort mal. wird man wissen, wo Telefonnummer gekriegt. Suppenküche. Sehr gut. Okay. 555 Halte dich nur von der 10. Suppe fern. Sie wird dein 38. Verdauungssystem irreparabel schädigen. Okay. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Genau. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Genau. Wir sollten wohl loslegen. Aber, ihr lieben Leute, wir sollten wohl loslegen in der nächsten Folge. Ja. So, wir haben jetzt eine gute doppelte halbe Stunde gespielt. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier oder da, also hier, da, hier. Dann machen wir morgen weiter und dann gucken wir mal, ob mein Hochdeutsch besser wird. Ja. Bis morgen, ihr Leute. Wie hat man sich dann in den 30ern verabschiedet? Tschüss! Eine gute Verabschiedung.